ersten Teil haben wir uns damit befasst, dass der Mensch die Zeitmaschine nicht erfinden muss, sondern unser Herz kann genau das. Es kann aus dem Heute, das manchmal so langweilig erscheint, so eintönig und grau, Ewigkeitswerte schaffen, kann weit über das ausgehen. Allerdings, für das aus dem Stillsein vor Gott nachher auch grosse Glaubensschritte möglich sind, für das muss man einen gewissen Preis zahlen. Man kann zum Beispiel eben nicht fliehen ins Gestern oder ins Morgen. Man muss wirklich vor ihm präsent sein, so wie unser Gott auch ein gegenwärtiger Gott ist. Im Hintergrund haben wir bei all diesen Gedankengängen zum Heute von Gott die Turmuhr, das Uhrwerk von der Kirche Wattenwil. Das wird jetzt der Revision unterzogen und nachher wird es dann vollautomatisch sein. Aber der Uhrenmacher von unserem Dorf hat mir gesagt, er hat 40 Jahre lang jetzt alles von Hand gemacht, wo er den Schlüssel versteckt hat. Ich habe den Schlüssel jetzt hier, ich kann jetzt das Uhrwerk auftun. Ich werde natürlich nicht drinnen naschen, weil das käme nicht gut. Aber ich frage, hat die Zukunft für uns den Schlüssel zur Gegenwart? Das heisst, hängt es ein bisschen von den Prognosen ab, ein bisschen vielleicht von dem, was Wahrsager oder Sterne uns sagen, dass wir ja wissen, wie wir die Gegenwart bestreiten sollen. Oder biblisch gesagt, ist es Prophetie, der Fahrplan, der uns sagt, wie dass wir Gegenwart gestalten sollen? Oder ist es eher umgekehrt, nämlich dass die Gegenwart uns den Zukunftsschlüssel in die Hand gibt? Wenn wir also ständig unsere Nase in der Zukunft inne haben, dann könnten wir vielleicht die Qualität der Gegenwart aufbessern. Die Leute wissen ja viel, sie ahnen viel, was so kommt. Man muss sich fragen, man hat sogar das Jahr 2012 in Augenschein genommen und gesagt, jetzt geben wir uns noch mal Mühe in dieser Welt, vielleicht ist sie näher vorbei. Aber man muss sagen, auf das Ganze gesehen, das Verhalten von uns Menschen nicht maßgeblich verändern. Darum muss man fast eher fragen, könnte es nicht umgekehrt sein? Es könnte ja doch sein, dass der Schlüssel von der Zukunft in der Gegenwart liegt. Dass uns Gegenwart gegeben ist als Schlüssel für das, was alles dann noch kommt. Der Wochenspruch kehrt natürlich die Perspektive komplett um, stellt alles auf den Kopf. Es heisst, heute hören wir auf Gott und das wird unsere Perspektive verändern. Heute werden wir still vor ihm und dann können wir nachher Schritte in die Zukunft hinein machen. Heute sind wir aufmerksam, dann können wir nachher die richtigen Weichen stellen für unsere Zukunft. Wir merken, die Dynamik geht komplett aus von dieser Präsenz von Gott, von dem Moment, wo wir vor ihm sind, von dem Heute, wo wir mit ihm drinnen leben. Und das Heute, das geht mit uns immer weiter. Das ist morgen auch wieder heute, übermorgen wird es auch wieder heute sein. Das ist Leben in seiner Präsenz. Und wir sehen eine Uhr zum Beispiel, wie wir jetzt immer ein bisschen im Hintergrund haben, die ist ein Instrument, das der Zeit einen Namen gibt. Aber Gott ist ein Wesen, das unserer Zeit eine Qualität gibt, einen Sinn und eine Perspektive. Es gibt einen Mann in der Schweiz, der diese Wahrheit wie kein anderer verkörpert. Und ich frage euch jetzt ein bisschen quizmässig, ist das A, der Nicolas Hayek, der Erfinder der Swatch? Ist das B, der Johannes Calvin, der Gründer oder Erfinder der Agenda? Das ist der erste, den man weiss, der eine systematische Agenda geführt hat. Oder ist das C, der Bruder Klaus, der zeitlos im Ranft gelebt hat? Wie kein anderer Schweizer hat der Bruder Klaus in der Gegenwart von Gott gelebt. Er hat buchstäblich von der Gegenwart von Gott gelebt, so sehr, dass er jahrelang hat vergessen zu essen. Er hat das gar nicht mehr gebraucht. Das ist etwas, das niemand erklären kann. Und trotzdem war es so. Und als nachher die Eidgenossenschaft am Zerreissen war, weil die einen Gang mehr Gebiet erobern wollten und die anderen, die Stadtkantone, eher zurückhaltend waren, ist so quasi auf dem letzten Zacken vor dem Zerbruch des Bündnisses einem in den Sinn gekommen, ja, halt hinter den 7 Bergen hat es doch dort noch einen, der weiss ein bisschen mehr als wir. Und sie haben die Gesandtschaft geschickt zu ihm und haben nachher von dort aus im Dezember 1481 das Wort bekommen, macht euren Zaun nicht zu weit. Und nehmt doch die beiden Stadtkantone Solothurn und Freiburg auf. Ihr habt ihnen geholfen. Wer weiss, sie werden euch noch einmal von grossem Nutzen sein. Und die Zukunftsschau von einem, der immer in der Gegenwart hat gelebt, die hat nachher der Eidgenossenschaft eine bessere Zukunft bescheren. Eine gute Zukunft kommt aus dem, was Menschen in der Gegenwart empfangen können. Präsenz, haben wir ja gelernt, die Show heisst Gegenwart, aber wir sagen es jetzt mit einem Z. Präsenz, Präsenz von Gott,
Präsenz vor Gott, das kann unglaublich viel bewirken. Schon nur ein einzelner Mensch, der das kennt, der das pflegt, der das tut. Der Bruder Klaus allerdings hat sehr viel Zeit gehabt. Anders ist es Paulus gegangen in Athen. Er hat nur einen Kanister voll Zeit gehabt. Und wir wollen im nächsten Teil überlegen, reicht auch das, für etwas Gutes zu bewirken.